Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage, die Karte von Fire Emblem Three Houses. Wir müssen die Kristalle beschützen. Die Frage ist halt, wer greift die alles an? Also, greifen die hier auch an und greift nur Byleth an? Und vor allem, wann greift er an? Fragen über Fragen, Freunde. Wir werden sie hoffentlich eines Tages alle beantworten können. Also auch natürlich in Folge dieses Let's Plays, beziehungsweise natürlich der Folge selbst, war. Also vermutlich kann ich den hier unten nicht retten. Ich glaube auch nicht, dass wir alle beschützen müssen. Das wäre ein bisschen over. Wir versuchen es einfach mal, wa? Ich frage, ob ich zum Teil auch schon einfach reinstellen kann, um sie zu beschützen. Das Ding kriegen wir so platt. Bei denen da unten habe ich dann eher ein Problem. Also wird direkt mal in den Engage-Modus gehen. Das ist halt die Frage, wenn ich hier Drachenart einsetze. Dann auch schon die Typen da unten. Die Frage ist, ob ich so irgendwie ein attraktives Ziel darbiete. Naja, müssen wir mal ein bisschen testen, Freunde. So, den kriege ich einfach so platt. Das ist nicht so das Problem. Bei den anderen hier ist das Problem, dass ich zu langsam bin. Dass ich deswegen nicht doppeln kann. Dann haben wir noch Diamant. Der kann schon ein bisschen was mit Hector im Bündnis. Okay. Weiter geht's hier drüben. Also, die gar keinen Speed haben, müssen eigentlich auch doppeln können. Nicht mal. Und selbst so langsam, dass ich mal die doppeln kann. Ah, Citrin. Gut, ich meine, ich habe noch ihn hier. Ich habe noch Sidal. Ah ja, wollen wir mal testen, ob das mal überhaupt funktioniert. Ich glaube, tanzen wird nicht gehen bei ihm, wa? So, zum Glück doppelst du. Und dann, nochmal ganz kurz testen. Doch, klappt! Krass! Ein tanzender Drache, wer hätte gedacht? Er ist schon ein bisschen, ich weiß ja nicht, krank? Das ist aber ein tanzender Drachen, der auch noch einen Erweckungsstein geben kann und beschützen kann durch Protect, also seine eigene Fähigkeit. Das ist schon ein bisschen geil. Ich meine, von der Verteidigung her, ja 17, aber ein Teleportstab zu nutzen, bei mir selber eventuell eine Option. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich da was machen gegen den Typen da? Nö, komm nicht mal hin. Wobei, ich habe natürlich Bündnis Engage.
Sehr schön. Einer weg. Der da unten fehlt noch. Und hier sind noch 2 Stück. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob ich wirklich teleporten kann. Wenn ich hier näher dran komme. Ich habe selbst trotzdem nur 6 Bewegungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um oben zu beschützen. Ne, ist irgendwie auch doof. Da hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir natürlich auch auf die Fresse kriegen von allen. Aber bei mir kann man sie machen. Wenn man sie nicht auf die Fresse kriegen muss, oder was? Ja, ich bin zwar schnell, aber die Verteilung macht mich gerade 15. Gut, 15. Ja. 30 maximal Damage. Das müsste schon klappen. Oder? Schick Tiki nach unten. Oder Spaß werfen nach auf, komm. Wenn ich hier hingehe, werde ich attackiert. Da habe ich nicht unbedingt Bock drauf. Komm, geh unten lang. Bündnis, Heiliger Schild, der bringt momentan nichts. Bündnis auch nicht, bin zu weit weg. Okay. Oh, die Kristalle halten ein bisschen was aus, das ist gut. Da wären so Kristalle, die mit einem Schuss draufgehen. Ah, die greifen gar nicht zuerst mich an, sondern wirklich zuerst den Kristall. Das ist natürlich gut zu wissen. Okay, Silberschwert wollte ich eigentlich wirklich haben. Wenn ich nicht one-hitten kann, dann... Ja, komm. Dance everybody, dance everybody, dance, dance, dance. Da kommen direkt ein paar auf mich zu. Bei dem wird es sogar geben, Mann nachher auch, aber das Problem ist nachher der andere. Ich greife nachher an. Silberaxt, okay. Den kriege ich da unten nicht gerade platt, war aber vielleicht mit ihr. Die Orkanax kann zwar was, aber mein Geschmack zu wenig. Komm schon, wenn du ihn nicht kriegst, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, eben. So, dann habe ich ihre Fähigkeit hier noch mit den Doppelgängern, die natürlich auch praktisch ist. Dann habe ich gerade für die Drachen, weil die muss ja auch relativ schnell mal loswerden. Vielleicht jetzt noch zu früh oder doch schon hier? Die Drachen mal ein bisschen zu testen, was sie so drauf haben. So, ja, ich weiß, ich spiele mit dem Feuer, aber ist halt so. Okay, ja, jetzt muss ich natürlich den da platt machen, ne? Jetzt ist der da unten. Hat eher zweitrangig mit dem Stilett, das ist ja nur für eine. Okay. Trotzdem schon mal anlocken. Ja, viel Damage macht er nicht. Nee, sogar langsamer. Ah, komm, wisst ihr was? Wenn schon, den schon. Du, 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 du. Du, 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 du.
Es ist Freehouse. Du, 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 du. La, 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 la. So, der kommt ja auch schon. Mit Ike draufsäbeln, ne? Wäre eigentlich auch geil. Jetzt habe ich natürlich kein fettes Teil, keine fette Waffe. Ike, kannst du was machen? Ja, er kann. Problem ist jedoch, was mit ihm nicht so weit wie ich gerne würde. Das heißt, ich muss erstmal hier. Silberschwert jetzt noch, aber diese Andung ist noch nicht so richtig klar. Wolfbeil. Komme ich denn irgendwie schnell runter? Ne, irgendwie auch nicht, wa? Ich muss doch erst einmal einfach die Typen hier mal ausschalten. Du, 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 du. Ja komm, nimm mal hier die fette Waffe. Das war ein wahnsinnig fetter Angriff, Kumpel. Scheiße, komm schon, engage! Das ist ein bisschen over. Das Problem ist aber, ich komme sonst gerade nicht ran. Ja. Also Michael im Freehouse Ring klappt auch wunderbar. Kannst du nicht anders sagen, es ist einfach ein Traum. So. Ich werde trotzdem hier mal ein bisschen schnetzeln. So, schnell nach unten und dann den aus der Entfernung platt machen. Okay, nein, Moment, ich wollte gerade wieder zurückspulen. Nicht spoilern lassen, Freunde, nicht spoilern lassen. Böse, böse, die sind echt bösartig. Gut. Ja, Nummer sicher. Elfenflut. Dem Donner entwischt, aber der Flut niemals. Natürlich praktisch, wenn man so ausweichen kann. Okay, wir haben gesehen, angreifen würden die mich schon. Schnell nach unten. Bündnis bringt noch nichts. Wie sieht es denn hier aus? Ich meine, sie wird ihm vermutlich nicht direkt killen. Ernsthaft jetzt? Ja gut, aber trotzdem guten Schaden machen. Sogar den wird sie jetzt doppeln. Hä? Okay, krass.
Ja. Gut, hättest du zumindest einmal kritten können. Das hätte ich jetzt noch ganz nice gefunden. Aber dann halt so. Siehst du, Michael, so geht's. Oh, das müssten Schmerzen sein, Freunde. Ei, ja, man tut schon zusehen weh. So. Bei denen tut das Problem. Das scheiß Drache. Natürlich guten Damage. Ist ja eh ein Spezialangriff, ignoriert von deiner Resistenz des Gegners. Das gefällt mir gar nicht. Aber ein 33 Ding einfach mal weg. Tschüss. Das war nicht die perfekte Waffe dafür. Aber ich hätte ja unseren Kumpel da oben. Okay, ich warte mal noch mit ihm. Der macht noch nichts oder kann auch nichts machen. Das heißt, jetzt muss ich doch mal jemandem einen Erweckungsstein geben. Wie weit komme ich hier mit Tiki runter? Bis hierhin, war. Gut, ich glaube, da kann ich jetzt machen, was ich will. Den kill ich so oder so nicht. Ah doch, so. Okay, kann weißt du was. Göttlicher Segen bringt 7 Tage Regen. Aber irgendwie, doch, die kommen mit Seagull und Tiki gefällt mir, weil ich muss ja Seagull nicht großartig trainieren, sondern habe wirklich halt die Fähigkeit von wegen, ja, ich habe einfach mal ein bisschen mehr, kann tanzen, ich kann Protektion ausführen, mit dem Drachen vor allem, ich kann den Erweckungsstein einsetzen, das ist eigentlich schon geil. Sehr gut. Und noch mehr Magie. Natürlich für den Sonnenbogen sehr, sehr nützlich. So. Dann die Frage, ob man das Fieder platt machen soll und falls ja, wie. Ich meine, ich habe natürlich noch einen Zug, noch einen Angriff. Und eigentlich greift er mich ja nicht an. Es sei denn natürlich, ich greife ihn zuerst an, wa? Ja, dann greife ich natürlich zurück. Okay. Mein Silberdolch. Ist mir, damit ich ein bisschen Bescheid weiß. Ja, ich müsste schon so. Ja, ich glaube, die Drachen muss ich mir anders vorknöpfen. Hier unten vielleicht noch, wenn eine Option. Dass ich quasi sage, jo, ihr greift mit Bögen an, ich auch. Nur auf, dass ihr ausweicht. Dachte so, trefft sie nicht! Was ist das für eine Scheiße? Unterschätze nicht Yunaka! Ah, die Nachhut. Die müssen wir mit dem Donner erwischen. So. Silberbogen. Das heißt, die kommen jetzt auch schon demnächst. Da muss ich mal ein bisschen gucken, wie ich dann hier vorgehe. Ich habe den Drachen nun noch gar keinen Bock.
Die greifen mit Bögen an, weil da heißt, mit dem Tomahawk kann ich am ehesten zurückschlagen. So, ich bin natürlich voll im Ding drin, im Range. Das ist auch etwas, was ich jetzt gar nicht geil finde. Wie weit kommt der gute Kumpel hier? Bis hierhin war. Okay. Und generell will natürlich so mit dem richtigen Elfenlichtzauber ein bisschen mehr Damage machen. Das wäre erstmal hinkommen. Okay, aber ist sowieso jetzt noch der gefährliche hier unten. Die anderen sind die Magier. Genau, wie zum Beispiel jetzt der hier kann ich schön so platt machen. Zu spät, wo gerade alles vormachen müssen. Wo wir nur 14% Crit-Chance, Ist die Waffe so scheiße? Das ist ein Adelsrapier. Irgendwie auch ein bisschen überrascht. So, Kanax bringt hier nicht viel, das ist mir klar. Aber hier schon mehr, weil er natürlich hier zweimal zuerst angreifen kann und dann direkt down ist. Vehementer Crit. Ja, ich finde, das Wolfsritter macht eine gute Figur. Alter, okay. Und auch mit Speed vor allem, Everybody dance, everybody dance, dance, dance. Und der da tanzt nicht mehr. Hat sich ausgedanzt. So. Die sehen schon mal gut aus. Wir haben noch die paar Pappnasen von Ike. Hier und die 4, die machen mit der Truppe hier drüben platt. Und dann natürlich die Drachen hier. Die ich eigentlich mit Diamant-Kombi machen sollte. Ich gehe mal hier, Bündnis machen wir auch bald. Vor allem gegen die Drachen, da muss ich mit kombinierter Power ran. Ich gucke mal, Liberation. Was würde ich eigentlich so für Schaden machen generell? Wenn wir auch mal Wunder nehmen. Zum Angreifen kann ich es gut machen, aber ansonsten ist es doof. Die ganzen Schläge und so drauf hätte. Ich setze auch viel zu selten an, wenn ich mehr. Also wenn noch zu früh ist, quasi so am Kopf von wegen, ich kann jetzt Fäuste nutzen. Und ich kann gegnerische Schützen brechen damit. Ja, da heult der Wolf. Wieso eigentlich ihrer weiß und der von. Ah! Ups. Ja, okay, war nicht ganz so clever. Ne, warte mal. Was ich eigentlich sagen wollte. Der Wolf von Yunaka ist ja braun, nicht weiß. Ja, weil es aus Brodia kommt, wa? Nehmen wir jetzt mal an. Merwin ist ja von. Ja, ein wüstenweißer Wolf, also weiß ja auch nicht. Ivy war ja weit hinten, alter. Ja, natürlich mit Ivy zuerst angegriffen, nicht Trottel. Okay, also mal hier drüben nochmal. Gleichfalls, danke. So. Hätten wir das, dann. Meisteraxt, Silberdolch, Stiletto.
Okay, zum Glück sind sie dieselben Werte. So, hier drüben erledigt. Dann da unten, ne, ist ja klar, hier kommen Bogenschützen, also da natürlich nicht sie hinstellen sollte, dürfte jedem klar sein. Außer mir natürlich, ist klar. Weil ich ja auch doof bin. Also stellen wir ihn hier hin. Und dann eigentlich trotzdem wieder Diamant hier hin. Mit dem Tomahawk. So. Und Ivy. Jetzt halt hier. So, dann kommt auch da keiner mehr ran. Dann hier können auch mal Drachenader einsetzen vor mir. Aber ich werde Items ganz kurz switchen und den Drachenader. Und dann hätten wir Michael hier hinten. So, jetzt stimmt's wieder. Schön aber so die Wasserader gesetzt, wa? Huch, hat überlebt. Was, ein anderer Typ jetzt plötzlich oder was ist los? Oh, jetzt kann ich doch schon. Die haben aber keine Erweckungssteine, wa? Okay, das heißt Diamant, jetzt war er wirklich deine Hilfe, Kumpel. Alter! Okay, ich bin fast down zwar. Aber der Schaden ist nice, den ich mache. Zum Glück haben wir über den Würmtöter. Alter. Auge des Sturms. Ja, Vollgriffe ausführen, der Gegner nicht. Ah, okay, nur wenn er mich zuerst angreifen würde, wa? Da geht dann nur dafür. Ne, komm, wir machen ohne Auge des Sturms. Ich habe Ivy zum Heilen dabei, also dürfte nicht so das Problem sein. So, Ivy zum Heilen, dann diesen... Oh, okay, die können doch noch normal angreifen. Ups. Da muss ich die jetzt aber schnell ausschalten. Das heißt nur schon, um hier eine Barriere aufzubauen. Level 5. Ja, ja, muss ein bisschen aufpassen mit seinem Level. So, und der Waffe so speziell ist. Das wäre sowas wie eine Kriegerwaffe, wo ich halt irgendwie so bis zu 4-mal angreifen könnte oder so. Aber ist irgendwie auch nicht. Ist irgendwie alles und irgendwie auch nichts. Da gibt's doch nicht, hey, ich komme trotzdem nicht dran. Ah, ist das scheiße. Muss ich Diamant teilen und kann jetzt zuerst noch die Plach machen. Okay, weg wäre er. Warte mal, ich komme hier 6 Felder. 1, 2, 3. Da kann ich mir sparen, weil... Das, wobei ich muss erstmal ausweichen, wa? Ja, doch, könnte reichen. Aber für ihn reicht es ja knapp nicht.
Mächtige Magie nutzen. Stärke? Oh nee. Sie war doch keine Stärke, Freunde. Wozu braucht sie Stärke? Man, sie kann sowieso keinen Dinger nutzen. Dafür müsste sie umschulen. Oh, kein Bock drauf. So, vielleicht Kritiker vorher noch. Gesagt, getan. So. Hier drüben will der Drache noch auf die Fresse haben. Kann er auch gleich. Ups. Ah ne, warte mal, geht. So. Ernsthaft jetzt. Finde ich jetzt nicht ganz so nett. Kann ich trotzdem jetzt auf die, wie die trotzdem hier rüber wollen. Ja, warte mal, heißt jetzt der Drache hat gar keinen Bock mehr auf. Ah, cool. Ja, komm, wieso was? Dann will man sagen, Stab, Rettung. Nee, komm, ich mach Pflege. Aber krieg dich nur fast voll. Natürlich doof. Ich wollte sagen, dass du ihn platt machst. Okay, gerade aber immer noch, Gott sei Dank. Da geht selbst der mächtigste Wurm zu Boden. So ein Wurm, ey. Also, wir haben einen Assistent. Gepanzerte mit Dinger. Super. Silbergroßaxt, okay. Aber ich nehme mal an, ihn zuerst anzugreifen bringt nichts. Doch, hä? Okay, krass. Also, wenn ich das so mache, wäre er futsch. Dann komme ich mit ihm. Dann hätte ich ihn komplett down. Also, vor allem der ist auch noch. Ich lock sie erstmal weg, komm. Weil da sind mir gerade zu viele von denen. Klar, ich habe Vogala noch. Er wird ihn vermutlich direkt one-hitten. Das Problem ist halt, die haben Erweckungssteine. Nee, das Spiel lassen wir jetzt nicht ein. Sehr schön, noch mehr Magie. Das heißt aber, ich lock sie auch nicht an, weil die kommen irgendwie alle... Okay, der zwar nicht, wa? Das heißt, ich könnte theoretisch... Wenn ich mit guten Defense hätte. Nee. Keine Ahnung, die Defense, die ich gerne hätte. Vergesst es, Leute, vergesst es. Den Quatsch mache ich nicht. Noch nicht. Ich lock sie erstmal weg und dann kümmern wir uns darum. Können wir irgendwie Pogativ nehmen. So, jetzt. Okay, dort. Dann gehe ich mit euch schon mal nach vorne, weil ich habe hier Ballaufgabe natürlich von weitem an. Gut, die Bank kann mir gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Der hat natürlich 2 Dinger. Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Vor allem mit dem Freehouse Ring. Ich glaube, ich warte hier mal noch. Ne, stimmt, die greifen zuerst immer die... Ah, bin ich doof. Die greifen sowieso immer zuerst die Kristalle an. Das heißt, ich habe eigentlich Zeit.
Da hätte Zeit gehabt. Moment mal. Mit dem Wissen geht natürlich ganz anders nochmal an die Sache ran. Wenn die sowieso also die Ringe losgehen, dann Pustekuchen machen die vorher platt. Es sei natürlich, sie würden jetzt zuerst uns angreifen, weil wir in Reichweite sind, aber das war vorhin auch nicht so. Und ja, natürlich können sie jetzt anders sein, aber ganz ehrlich, ey. Es können so viele sein, ist trotzdem nicht. Oder weil ich halt hier jetzt im Weg stehen würde, würden sie zuerst mich angreifen. Stehe ich aber nicht im Weg. Wie zum Beispiel so. Da greifen sie vielleicht zuerst gar nicht mich an. Citrin geht ab, hey. So, ich überlege, ob es Sinn macht, gegen den zu kämpfen. Ich verursache halt einen Bruch, darf man jetzt hier nicht außer Acht lassen. Das heißt, er kann nicht kontern und ich habe zweimal eine Chance auf einen fetten Crit. Bin gespannt, ob es so funktioniert oder ob ich jetzt komplett einen Fail hinlege. Es ist irgendwie beides möglich.